Hallo zusammen, René hier. Wir sind bereits beim Teil 2 von den Fehlern, die ich bereue. Und der zweite Fehler ist ganz klar, dass ich früher hätte lernen sollen, wie man das Thema Geld für immer abhandelt. Ich bin bereit, ich hoffe dir auch, darum bringt den Vorspann. Oh, ich bin verbrannt von gestern. Wir waren eben gestern am La La Land Event hier. Die Sonne scheint eben ein bisschen heiß. Was ich in der Schule nicht gelernt habe, oder verpasst habe, vielleicht bin ich im Fenster gehockt oder habe gefällt beim Shooten gewesen. Man kann mich nicht besinnen. Auf jeden Fall habe ich nicht geschnallt. Folgendes Prinzip. Man müsste sein jährliche Einkommen 25 bis 28 Mal anhäufen und entsprechend investieren. Und dann könnte man sich frühzeitig pensionieren. Wenn wir das schnell durchrechnen, also durch meine Erfahrungen von Spanien und meiner Anfangszeiten weiss ich, dass ich so mit ungefähr 30 Tonnen im Jahr gut durchkomme. Nach Stübis Rechnungsbüchlein 25 mal 30 gibt genau 750'000 Franken. Wenn ich also 750'000 Franken zu 4% anlegen könnte, dann hätte ich pro Jahr vom Gewinn genau wieder meine 30'000, die ich brauche. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ich zu diesen 4% Jahresrendite komme. Wenn man jetzt den Aktienmarkt als Ganzes näher beleuchtet, und zwar von den letzten 100 Jahren, kommt man mit all den Schwankungen und den Börsencrash auf etwa 7% Gewinn pro Jahr. Man kann die Rechnung anders machen, wenn man also etwa 25 Jahre lang alle Monat 900 Franken tut, ist die Pensionierung da. Und wenn ich das mit 20 Jahren angefangen habe, könnt ihr rechnen, dann wäre ich jetzt pensioniert. Ich könnte den ganzen Tag am Strand umhängen und warten, bis die perfekten Wellen reintrollen. Jetzt höre ich natürlich schon viel jammern und sagen, das ist nicht möglich. Das ist schon so, das ist nicht einfach. Aber was mich immer wieder überrascht, ist, dass die Leute willig waren, sich auf Experimente einzulassen, wie teure Kerne kaufen oder Hütten zu kaufen mit diesen ganzen monatlichen Belastungen und viel weniger Geld in die persönliche Freiheit bereit sind zu investieren. Wir sind immer noch beim Thema, wie könnte man denn die 750 anlegen, so dass wir zu diesen 4% Rendite kommen. Meine Erfahrung ist, dass das mit dem Aktienmarkt am einfachsten zu machen ist. Jetzt mit Aktien kann man auf zwei Arten umgehen. Man kann die passiv investieren oder man kann es aktiv investieren. Was ich jetzt nicht machen würde, das ist die aktive Investition, und nicht von Anfang an. Und aktiv handeln würde bedeuten, man muss eben durch die Zeitungen durch, man muss Annahmen treffen, ob jetzt die Bude eine gute Entwicklung vor sich hat oder nicht. Dementsprechend hoffen wir, dass der Kurs aufgeht und dass wir sie irgendwann zu einem Gewinn verkaufen können. Das Ganze ähnelt einem Glücksspiel und ist überhaupt nicht meine Art. Darum habe ich dort die Finger davon. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe in einen Low-Cost-Index-Fonds investiert. Die Banker unter euch wissen es, aber für alle anderen erkläre ich schnell, was ein Indexfonds ist. Moment. Wir schauen uns zuerst Amerika an. An Wall Street werden Aktien von ca. 2800 Unternehmen gehandelt. Jede einzelne Aktie kann im Wert steigen oder kann sinken. Ein Fonds ist jetzt eigentlich nichts anderes, als dass jemand bestimmte Aktien von diesen 2800 Unternehmen auswählt und die zu einem Päckchen schnürt. Das kann jetzt zum Beispiel ein Päckchen sein, wo nur Technologieunternehmen drin sind. Oder es kann ein Päckchen sein, wo die 500 grössten Unternehmen von Amerika drin sind. Das wäre der sogenannte S&P 500, da habt ihr vielleicht schon etwas gehört davon. Aber es gibt jenste Varianten. Jetzt ich selber habe in ein Fondspäckchen investiert, das den Gesamtaktienmarkt abbildet. Und der heisst VTI Total Stock Index. Und der kostet mir 0,15% vom investierten Kapital im Jahr. Die Verwaltungskosten sollten pro Jahr nicht höher sein, weder 0,15 bis 0,25%. Jetzt schauen wir vielleicht noch die Schweiz an. In der Schweiz werden Aktien von ca. 280 Unternehmen gehandelt. Darum besteht da ein gewisses Klumpenrisiko. Wenn in der Schweiz mit der Pharma- oder mit der Bankindustrie etwas schief läuft, dann ist relativ schnell der ganze Schweizer Aktienmarkt ein bisschen im Sinkflug. Ich habe aber ein Fondspäckchen gefunden und das heisst iShares S&P 500 UCITS.
Also das ist auch wieder ein Päckchen, das der Aktienmarkt von hier zu Amerika abbildet. Ich weiss aber jetzt nicht, wie man als Schweizer Privatperson in diesen Fonds investieren könnte. Franzi, vielleicht kannst du uns da helfen. Es wäre sicher spannend zu wissen, was das näher im Jahr würde kosten. Und mein erklärtes Ziel ist jetzt, dass ich in diese Anlage immer einzahle, bis näher durch das Einzahlen und Zinseszinsen irgendwann mein Ziel von 750'000 Franken erreicht ist. Und dann werde ich mich irgendwo niederlassen am Strand. Halt, ich wohne ja schon am Strand. Am schlechtesten sind die sogenannten Sparkontos, wo hier in Amerika gibt es 1%. Im besten Fall, die Norm ist, dass es weniger gibt. Und ich nehme an, in der Schweiz ist das etwa gleich. Wenn ihr mal ein gewisses Bausterli habt, kann er sicher auch der Kauf von Grundstück oder Hauseigentum eine gute Rendite bilden. In Amerika sagt man, dass man in Grundstücke investieren sollte, wenn der Ertrag nicht kleiner ist als 8%. So, da jetzt etwa 25 Jahre hinterher bin mit meiner Umsetzung, muss ich bügeln, Bütze ruft. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss zusammen. Walking down the shore, diving head first down to the ocean floor. Your dark brown eyes reflect fireflies, living bright nights, getting me high on life. It's a night to stay up late. Things we have to do can't wait. We've got catching up to do. There's a glow about you. This is a perfect night to catch a cold. Turn the full length up on your shore. Stay up for the sunrise, make a wish. There is no way we'll be forgetting this. We'll take a long walk till we start to freeze, hearing small talk over the summer breeze. Out of safe songs, finding hidden caves, all the whetstones shaped by the ocean waves. It's a night to stay up late. Things we have to do can't wait. We've got catching up to do. There's a glow about you. This is a perfect night to catch a cold. Turn the full length up on your shore. Stay up for the sunrise, make a wish. There is no way we'll be forgetting. Übrigens, wenn euch das Thema Investieren interessiert, empfehle ich das Interview von Tim Ferriss mit Pete Edini von Mr. Money Moustache. Ich tue euch den Link unten im YouTube beschreiben.